Letzt sind wir in Ferien gefahren nach Tirol. Wir standen am Bahnsteig, ich sah, wann fährt der Zug dann ab? Seht ihr mit der Rudemütze, 19:15 Uhr, Bahn gleich 3. Noch eine Viertelstunde, sag ich, Mann, vorher noch was. Und der Mann denkt mir, ja, jede gefallen. Seht ihr, halt wieder 19:15 Uhr, Bahn gleich 3. Hab ich Ihnen schon zweimal gesagt. Seht der Mann, das weiß ich, aber die Kleinen hört zu jeden sprechen. Der Typ, wie ich sie verkörperte, als kleines Kind, und immer über die Familie redete, die gab es praktisch nicht. Und da habe ich praktisch richtig in die Materie eingegriffen. Bevor wir abfuhren, ist der Mann mit mir zum Doktor gegangen, ob ich auch gesundheitlich fähig war, mitzufahren. Da sitzt er brummt schon in Zwinnebeer. Kann auch essen wie eine Wolf. Seht der Doktor, ist auch dreckig wie ein Ferkel. Seht ihr, hast du denn noch nie das Bedürfnis gehabt, dich zu baden? Ich sag, oh doch, aber bisher habe ich mich noch immer beherrschen können. 1946 kam ich aus der Kriegsgefangenschaft. Mein Onkel war in einem Gesangverein, da wurde viel Fidelitas gespielt und gesungen. Und da bat er mich mitzumachen. Und das habe ich dann getan. Und bin dann 3 oder 4 Jahre mit einem Partner aufgetreten. Die ersten beiden Jahre als Lehrer und Schüler, später als das Duett Die zwei Doofe. Und als der berufsbedingt aufhören musste, bin ich alleine gegangen. Und habe ich dann überlegt, was machst du? Und dann gaben mir Kollegen Tipps, mit den Doofen zu bleiben, weil mir das lag. Und da sagt man doch schon so manchmal zu einem, du bist ein Doofnuss. Da habe ich diesen Ausdruck dann gewählt. Und der hat bis heute Geltung. Mein Vater war ein Wandersmann. Der war fast nie zu Hause. Doch kam er einmal dann und wann, wuchs die Familie ohne Pause. So kamen langsam nach der Reihe 5 Mädchen bei uns bei, die all sich ähnlich waren mit langen, schwarzen Haaren. Nur ich als 6. Strop. Ich hatte ne fussige Strubbelkopf. Konnt ich doch nicht für. Doch komm ich dem Papp verdächtig für. Seht so, Mam, ich will nicht klagen, doch musste mir jetzt endlich sagen, ich mache keine Vorwurf dir. Der kleine Fuß, ist der von mir? Der Mann war baff, als er das fragte. Und vorwurfsvoll sie zu ihm sagte, ich schwöre dir, ob Treu und Ehr, ja, dat Füßchen, dat ist von dir. Aber wir gingen schweren Zeiten entgegen. 8 Kinder daheim, kein Geld im Haus. Die Oma und der Opa hatten bald goldene Hut zick. Hat die Oma an der liebe J geschrieben. Lieber Gott, wir sind arm, schick uns bitte 100 Mark. Der Brief geht irrtümlich beim Finanzamt an. Der Beamte sammelt bei der Kollege 70 Mark und schickt die der Oma. Die hat sich gefreut, hat sie direkt wieder geschrieben. Lieber Gott, ich danke dir. Aber wenn du noch uns jetzt schickst, nicht über das Finanzamt, die Lümmel haben wir 30 Mark abgehalten.